Es ist Zeit für ein sehr wildes Video. Es ist wie immer Zeit für den Ride 94. Wir springen mit dem Weltrekordhalter Klippen- und Brückenspringen in Zürich. Und der Ride ist ja oft in der Schweiz unterwegs und ich finde es immer geil, wenn Leute in der Schweiz unterwegs sind, weil dann sind Leute in der Schweiz unterwegs. Ich bin gespannt, wo er in Zürich gesehen ist, weil ich bin auch schon gesehen mit dem Ragettli. Jo, was geht? Ich bin auch schon gumpen mit dem Ragettli zusammen und dann sind wir beim Letten gesehen und am See und dann hat es noch den Kran und ich bin gespannt, wo er angeht. Also ich werde erzählen, dass er bei der Letten geht jumpen. Jo, was geht? Neues Video. Wir haben Tag 2 des Trips. Die Gruppe ist dieselbe geblieben. Da vorne die Jungs. Wir befinden uns in Zürich, werden dort ein paar Brücken gesprungen. Eventuell gibt es auch ein paar Sprünge vom Haus. Bietet sich hier nämlich an. Und Oh, so ein wildes Haus. Lucky Bock von einem Haus zu springen. Leider nicht. Ah, ich verstehe. Hast du Bock von einem Haus zu springen? Auf gar keinen Fall. Ja, aber auch ein Oha, da ist auch der gesehen. Mashallah. Hat diese dort an dem Tag. gemütliches Haus. Nee. Chat, schau den Ride 94. Ich schaue, glaube jedes Video von dem. Bester Flipping-YouTuber aus Deutschland. Ey, Ja, safe Letten. lang nicht mehr gesehen. Alles klar. Du bist jetzt extra aus der Mittagspause gekommen. Yes, yes. Sau cool. Ich stehe vor am Bad. Hier ist leider ein Schild mit Filmverbot. Ich denke, wir werden jetzt ein paar Sprünge vom Dreier machen. Die haben hier so ein Dreierbrett. Und eventuell mit der GoPro versuchen, so viel es geht zu filmen. Schauen wir mal, ob da was zusammenkommt. Im Fall kurzer Tipp an alle, die zuschauen. Letten Badi, eine von den nicesten Badis, was es gibt. Also hands down. Ich weiss, der Rie ist schönes Basel, aber Letten Badi, Kuss geht raus. Mann, wieso schaue ich die Videos immer im Stream? Ey, jetzt habe ich so Bock, um einfach beim Wasser zu sein und einfach ein Brett zu machen. Einfach ein offenes Brett. Oha, Sonne, ist da. Mann, ich will auch. Session im Bad ist beendet. Wir konnten noch ein bisschen mehr filmen als Oh, schaut jetzt. Seht ihr den Tunnel da hinten? Okay, das kann ich euch jetzt kurz zeigen. Seht ihr den Tunnel da hinten? Ja, dann gehst du auf YouTube. Adi Totoro Splash Diving. Eskaliert mit dem anderen Ragettli. Und was siehst du am Anfang? Genau, der Tunnel. Ja? Send it! Zu wild, der Shot. Zu wild. Was sagst du zum Brett, Lucky? Brett war 5 Sterne Supreme. Olympisches Level ist ein Scheiß dagegen, weil Polyflex macht die besten Bretter auf der ganzen Welt. Lügen darf man nicht sagen. Wir sind jetzt mittlerweile schon an der Brücke, beziehungsweise haben die Jungs eine kleine Gap gefunden, die sie springen wollen. Hier rüber über den Zaun und dann hoffentlich ins Wasser. Ja, 2 Meter lang. Tief genug ist es. Gap geklärt. War gar nicht so knapp, oder? Nee, ging gut. Die Jungs machen sich auf den Weg zur Brücke. Ich werde das Ganze von unten filmen. Hier gibt es einen super Angle. Ich habe meine Knie beim Backflip mit Schraube gemerkt, deswegen bin ich Scheiße, Mann. Jetzt habe ich gehofft, dass er auch gumpen kann, aber er hat seine Knie verletzt. Drum. jetzt mal raus bei der Session. Werde mich ein bisschen schonen und filme die Jungs einfach von unten. Emanuel zeigt uns, wie man wieder raufkommt. Oh, du dein jetzt, aber der hat es nicht so, sagen wir mal, nicht so gut getroffen. Aber so eine nice Bock, Mann. Ich sitze da in meinem Zimmer vom PC, Mann. Bin am Dunkin' Donuts essen. Ich werde fett. Und die sind da am Brückengumpen. Oha, auf Turmspringen angelehnt. Kannst ja auch aufs Tramp. Ja, Digga, es ist dunkel draussen. Sind ihr schon mal dunkel auf einem Tramp gesehen? Der läuft nicht. Erste Runde von der Brücke absolviert. Wie findest du? Cool, Geländer ist ziemlich rutschig, aber man hat eine Laterne zum Festhalten, also ja, eigentlich relativ entspannt. Die ist gut. Einfach an der Laterne heben, wer kennt's? Yo, das ist sehr nice gewesen.
Also eigentlich wollten wir noch von dem Hausdach da hinten springen. Allerdings gibt es da ein paar Probleme. Zum einen wird das Gebäude videoüberwacht. Ey, es gibt irgendeinen Weg, wie man dort raufkommt. Chat, ist irgendjemand von euch schon mal auf das Haus raufgegangen? Das Haus ist zu wild, Digga. Weil da schon öfter Leute drauf sind auch die Regenrinnen Thomas ist zu rot. Der ist wie ich. Immer rotes Gesicht. abgedeckt worden, weil die Leute immer in den Regenrinnen hoch sind. Ich sag mal so, es wäre möglich hochzugehen. Die Jungs haben allerdings keinen Bock, da eine Strafe zu riskieren. Wir sind ja in der Schweiz, das heißt, es wäre sehr, sehr teuer. Oh, wir sind an der nächsten Location angekommen. Oh, damn, das habe ich... Ich habe es gesagt am Anfang. Ich habe es predicted, Alter. Sehr nicer Kran. Du warst schon mal hier, zeig uns mal, wie das Ganze funktioniert. Damals waren diese blauen Wände da nicht da. Ja, und da konnte man hier eigentlich relativ easy hochgehen mit so einer Palette, einfach hoch und dann ging es easy, aber jetzt ist es ein bisschen komplizierter. Und ein Schild ist auch angebracht worden, dass es eigentlich eher nicht zu betreten ist. Wir haben jetzt deutlich später und sind an der anderen Location. Wir sind einmal komplett auf die andere Seite vom See gefahren, weil... Jetzt sind sie safe bis an einem Bootssteg, wo Bötchen gelagert werden. Ja, wir hier noch ein bisschen Sonne haben. Als ich mit dem Stand-Up-Paddleboard ein bisschen rumgecruised bin, gab es einen kleinen Zwischenfall. Wo er weg war, kam so ein Typ her und der meinte, er wollte springen. Dann ist er hochgeklettert und sobald er oben war, haben die sofort gepfiffen, die von der Firma, denen das halt gehört. Straße meinte, dass es hier ein bisschen entspannter ist und deswegen sind wir jetzt hier und probieren es mal hier. Hier sogar der Zugang komplett abgeriegelt mit dem blauen Käfig. Wie sieht's aus mit dem Hochkommen? Was meinst du? Die ganzen Wege, die eigentlich... In den neueren Videos hast du aber im Fall gar kein rotes Gesicht mehr gehabt. Im Fall, das ist korrekt, weil ich du neu grade oder ich du anders grade. Oder habe ich gar kein rotes Gesicht mehr gehabt oder nimmst du ein rotes Gesicht? Weil das finde ich mega nice. Weil ich tu jetzt in einem flachen Bildprofil filmen, interessiert jetzt absolut niemand von euch, lul. Nach oben gehen sind alle abgeschottet, zugeschweißt oder zugesperrt. Und von dem her schauen wir mal, wie wir hochkommen. Sieht so aus, als hätten wir einen Weg gefunden. Lucky, du zeigst uns den mal mit der GoPro, denke ich. Ich zeige euch einfach ein kleines PW-Clip und den seht ihr jetzt. Eigentlich ist es so geil, dass wenn man es nochmal probiert abzusperren, aber man kann trotzdem auch außen raufklettern. Ja, kann man machen. Ja, ich weiss, was das ist. Genau da sind der Marc und der Can und ich damals wie heisst das? Wenn man so hinter dem Boot surft, also nicht an einem Seil gezogen wird hinter dem Boot, sondern hinter dem Boot surft, ist das Wakesurfen. Wakesurfen. Wir sind ja Wakesurfen, genau. Eben nicht Wakeboarden, Wakesurfen. Lucky hat uns gezeigt, wie es geht. Wir sind ready, umgezogen. Es ist ein Überraschungsgast gekommen, beziehungsweise zwei. Wir haben zum einen Frank. Und ja, wir haben keinen geringeren heute mit dabei als den aktuellen Weltrekordhalter. Lass uns einfach mal das 58,8 Meter gesprungen. Wir machen jetzt noch zum Sonnenuntergang 2-3 Sprünge. Schön wird's. 58 Meter? Ja, kann man mal machen, Digga. 6 mal 10 Meter. Das habe ich gut ausgerechnet. Haut rein. Stell dir mal vor, wie tief das für den vorkommt, wenn er da runterkommt. Der denkt so, Digga, was? Ich bin aus 58 Meter, kommt, Digga, chill mal. Und das, meine Damen und Herren, ist dann das Ende von den Kindern, sagt man auch. Also, wenn man das gemacht hat aus dieser Höhe, kann man die Kinder auch vergessen. Der Bro. Genießen noch. Genießen das Bild, aber jetzt ist es vorbei mit Kindern. Bro, ich muss das nochmal hören. Fuck. Alles klar. Mal wieder nichts im Kopf gehabt. Ich war ganz unschlüssig, was ich machen sollte. Und dann hat Lucky schon gesagt Brett. Dann dachte ich mir, Brett mache ich nicht so gern. Dachte ich mir, offen. Brett mache ich nicht so gern, mache ich erst mal von 12 Meter oder so. Das Brett mache ich jetzt auch nicht so gern, aber lieber als ein normales Brett. Und ja, es hat sich wieder mal rentiert. Auf jeden Fall. Die Wadeln sind rot, tat ein bisschen weh. Mache lieber nicht wieder. Ich bin jetzt auf jeden Fall Mache lieber nicht wieder. raus. Ich glaube, Lucky und Frank auch. Aber Lasso möchte noch einen machen. Und zwar? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, es war zu nah.
Die Sonne am Untergehen, Lasso hat den letzten Sprung gemacht. Ich würde sagen, gelungene Abschlusssession, war doch noch ganz witzig hier. Wenn ihr uns supporten wollt und Sportkleidung braucht, dann schaut doch gerne bei Smiler Dogs vorbei, ihr wisst Bescheid. Smiler Dogs gönnt einfach mal die Werbung. Ich glaube, durch meine Reaction wieder jetzt ein Rich. Nice Video gesehen, Brückengumpen in Zürich. Sprünge jetzt in dem Video, muss ich ehrlich sagen, nicht so heftig sehen. Fürs Video vom Reiten, aber in Zürich. Und das ist das Wichtige, in Zürich. My heart just got stuck between